Hey, welkom to het programma WajchWiesa. We freuen ons dat u wel dabei bent. Ja, dankzij voor het aanschalten. En vandaag hebben we Eduard Giesbrecht hier met ons. We hebben een vraag geschickt. We freuen ons als hij deze vraag beantwoord te krijgen. En zo, we erwarten veel van die Eduard. En die vraag is, heeft Moses een Gowe-test gemaakt voor hij losging naar Egypte? Als God hem roept uit een brennenden bush, vroeg God hem eerst maar wat zijn Gowe wäre. En ja, moet geen Gowe-test. Ja, die hat wahrscheinlich sein Papier, nicht? Da stehen dann allerhand Frauen, und die musste dann beantworten und dann zuletzt halt man einen Tipp, ja, das hat er Gowe zum Lesen, oder zum Reden, oder zum Singen, oder zum Schreiben, oder ich weiß nicht was. Heeft Moses dat verder doen? Omdat hij wist als dat zijn Gowe dat vanuit Israël aan te leren. Ja, right. Wat leefst u, Eduard? Hallo David Ziegler, dankzij voor de aanlouding. Ik freue mich sehr, hier dabei te zijn. Sehr schön. En ik wil maar voetsloos zijn. En nee, Moses had geen Gowe-test. Dat is veel meer, hij dacht, ik verstehe dat alles taugt niet. Ik weet niet aan wat het gaat. Ik wil niet dort en ik verstehe niet te reden en ik verstehe niet te leren. Maar trotzdem schenkt dat aan en hij ging einfach plus. So, dort ist das wir en nee, ik geloof Moses had niet een Gowe-test. In werkelijkheid jammer hij God toch ganz sehr entfernt. Der bloß wem anderen, ja, dat is... Lot me toch, ja. Dat is, ik zie krijg in een maand van een Moses in je geschichte krijg lezen. Je hebt me krijg in een rechte tijd getroffen. En ik zie nu meestal met Moses in de ganze geschichte lezen. De eerste ganze 5 Mosebeken. Is je niet bloos in je geschichte, maar een groot deel is in je geschichte. En Moses die hield en jammert en zei, ik wil dat niet, ik kan dat niet. En jedes Mal, dat is interessant, jedes Mal, wenn du irgendwas du kennst, was nicht so schafft, als hij will, dann sagt er mal zu Gott, sitz mal, ich sehe die das wohl nicht schaffen. Ja. Nu gaan we lachen, want we weten we het een eng naam, niet? Ja, nu is het interessant, maar voor allem wir dat niet zo zeggen. Aber das ist interessant, also dass Moses, der hat diese Beziehung mit Gott, ja, wo er auch zu Gott redet, dort immer war, und dort er sich einfach, ja, der Zweifel an sich selbst, der Zweifel, als er das wirklich kann. Ja, aber wann er hier hij op te twijfelen? Dus wanneer weer dan zo, wo hij dacht, dit wordt nog werkelijk wat worden. Wanneer weer die punt? Ik geloof, hij had immer waar zijn punt, dat hij zegt, nu schaffen Gott wat ons helpen, en dan de reden hij ook zei, eerst met Gott, man schafft het ook waar. Und bei Moses hat auch sehr leicht, dass er kommt sehr schön war an eine Krise nennen, dass er alle Tipps sagt, das würde nicht schaffen. Und ich glaube, dass wir ganz bei am Schluss von seinem Leben, dass er immer war, Momente hat, wo er das alle will, das sich schmieden und wo er auch zum Beispiel die Tafel von den 10 Geboten auf jeden Abschmied, dass er für Israel auch war, ein Kalfje gebiet hat und so eine Sache. So Moses wie sehr leicht reit alles zu sich zu schmieden. Ganz bei Platz, aber David sagt ein interessantes Wort, das gefällt mir. Dort ist, er hat eine Beziehung mit Gott. Moses, der wie sehr ich bin mit Gott und der redet Sachen ab ihrens mit Gott durch. Wenn dort nicht so schaut, oder als er sich das vorgestellt hat, oder was er mit Gott beredet hat, dann redet ihrens nicht weiter mit Gott. Gott, was ist los? Und ich stand, würde Gott wirklich so sehr dichter Freund, so reden mit Gott. Ja. So, was bedeutet für uns dann vandaag? Zijn Gowe-test nu werkelijk wertvoll, wenn Gott zum Beispiel wem ruft und sagt, das ist vielleicht eine Stadt, und Jana sagt, aber ich habe nicht die Gowe. Ich meine, so folgen hier man, wenn ein Prediger anfängt zu predigen, ich habe nicht die Gowe hier fertig zu stehen. Oder, ja, ich denke manchmal so, das sind nur wenig Menschen, die wirklich sagen, mit Friedenstunden, die für Hunderte von Menschen im Predigen, nicht? Ich meine, aber Gott gibt dir dann die Kraft, ja? So, Gowe-Test an für sich. Sind die da nicht manchmal ein Hindernis, dass wir nicht gerne Gottes Auftrag für uns Leben erfüllen? Ja und nee. Ich würde mal sagen, ich will nu nicht Menschen, die jahrelang an ein Büro gearbeitet haben, die einen Gowe-Test irgendwo gerne haft, wat ik denk, würde nicht sagen, das ist was schlecht, was die Idone hast, oder so. Das kann ein oder dem anderen vielleicht helfen, eine Richtung zu finden in sein Leben. Aber ich würde da von der Konzerne selber mal uitvinden. Wat is mijn goal?
In 1. Korinther 12 en 14, die 2 Kapitel, dat is je geval van de geestliche Gowe, wat God ons gegeven heeft. In het 14. Kapitel, du sagst, dat im ersten Vers wird sehr interessant, dass er sagt, streeft er nur leifzolig zu sein, dann sieht Hängeron nur jässliche Gowe. So wie sollen Hängeron sein nur Gowe? Und weil ich dort verstehe, da ist, dort waren wir einfach mal anfangen zu üben. Dort, wo immer ich eine Gelegenheit habe, dort ich einfach mal go und was tun. Und wenn ich dann irgendwo noch eine gewisse Zeit, ich verstehe das nicht, dann war ich vielleicht noch ein Stündchen länger üben, nicht kurz abgeben, aber ich war dann vielleicht auch mal was anderes versuchen. Vielleicht hast du dann eine andere Stadt, wo ich meine Gowe habe. Aber ich glaube, das Beste am zu weiten, was ich soll im Regatas zu tun, wenn meine Stärke sieht, erst erstens mal einfach mal bloß zu gehen und zu tun. Und das Zweite ist, wenn wir irgendwann tauschen, ich kann das nicht, das ist gar nicht was Schlechtes, denke ich. Das Moses, wenn er sagt, ich starte und ich kann nicht reden, das wird sehr gut, wenn es dort wirkt, dass er ganz sagt, Gott, du machst es dann. Das muss am abhängig von Gott. Dat moet so. Dat moet am ganz afhängig. En ik glaube, we zullen ook allemaal waren naar zo'n punt in ons leven komen dat we zeggen, ik had die Gobe sowieso niet, ik kan dat menschliche zijn niet, aber Gott die kann. En ik glaube, dat is wat we checken zullen. En wanneer God roept ons allemaal waren ganz klar, dit oder dat oder ja te doen. Niet allemaal... Maar we voelen dat dit is onze opgave. Dit wil God van ons hand. En dat we, zoals Moses, we gaan vielleicht uitreden, we kennen dan ook met God, handelen zoals Moses dan deed. Maar God heeft dan helemaal niet op, niet? Vielleicht, Moses zei, ik kan niet reden. Dan had God van wat, oké, die broeder wordt dan reden voor die, niet? Maar dat moet die nou opgaan, niet? En dat we deze moed hebben, deze opgave aan te nemen, wat God voor ons heeft. Ja, en nachher kon je Moses reden, niet? Ja, dat is het interessante. Eerst zei Moses, ik kan niet reden. Wie is die door de laatste het meeste gereed heeft van Moses en Aaron? Dat has, Moses heeft, geloof ik, veel meer gereed als Aaron zelfs. Dat miljoenen mensen hebben Moses gereed. Op bitte gewöhnliche weg. En wat ik denk is, wat u ook zegt, David, wanneer God ons nou opgave geven heeft, dat wordt niet licht zijn. En ik geloof, we worden ons immer zo veilig als wanneer we dat niet kennen. Ik geloof, dat wordt ganz normaal zijn. En dat wordt een grote kampf in ons geven dat we dat doen niet kennen. Wanneer ik wachtte dat ik de grote, wonderbare veilig heb, om dat te doen wat God van mij wil hebben, dan word ik dat niemals doen. Want in mijn leven schafft dat niet zo. Ja. Ik word, daarna gaan we thuis houden en mijn duim bechecken. Ik moet niet gewoon en werkelijk arbeiden, maar ik moet wachten dat het allemaal alles van Himmel komt, zo smak. En in die zaak dat we dat God ons aanreden, maar dat trekt ons ook uit onze gemütlichkeit uit en maakt ons afhankelijk van hem, zoals die eerst zegt. Ja, dat gemütlichheid, dat is ook een thema wat u aanreden is, Glende. Wanneer we arbeiden doen voor de Herrn, maar ook wo immer we arbeiden doen, en we gebruiken dat wat God ons gegeven heeft, dat wordt niet unbedingt onze stad zijn, wo we ons makkelijk veilen, wo we denken, wel, hier wil ik immer blijven. Du worden vielleicht immer Sachen zijn, wat ons schijnt worden doen. Zum Beispiel, du sagst, ja, Menschen, die gleich mit Kindern arbeiten. Und was das scheint mit den Kindern zu arbeiten, aber du in der Arbeit, du worden immer Sachen sein, wo sie denken worden, wenn was in der Welt deut, das überhaupt. Und, aber dann, wenn Gott eine Bestätigung geben, du sollst das tun, go wieder, und dann hat man den Mut, ein paar Schritte wieder zu gehen. Waren wie Paulus bekehrt ja, ich lasse mir das mit nur eine Apostelgeschichte, als er sich bekehrt hat, ja, der jetzt futzlos predigen. Die haben ook niet gewacht, want manchmal sagen Menschen, naja, ich würde eigentlich auf diesen da abgewählt, aber ich war nicht gewählt von ich heute. Nicht? Und ich glaube, also, Gemeinde ist sehr, sehr wichtig für uns, dass unsere Ort, also hat Gott Jesus eingestellt hier, dass wir in Gemeinde funktionieren, also eine Gemeinde, das seine Brüder
Aber manchmal haben wir so viele strukturelle Hindernisse uns abgebaut, dass Menschen würden sagen, die würden wel eine Gowe dörnen oder eine Abgott dörnen, wenn es Gott drübt. Aber die haben dann die Utreden, nein, die Gemeinde hat mich nicht gewählt. Paulus, der wird noch gut gewählt. Der ging futzlos predigen. Paulus hat nicht stout, das dort gepredigt. Der ging dann auch nach Jerusalem terug von Damaskus durch. Wollen man am nicht Fuß abnehmen, bat iets für dann am Dach abnehmen, am nur der Apostel brach. Du predigt er dann in Jerusalem mit der Apostel, frei, alle Wege auf verschiedene Städte. Dan ging het wieder, dan ging eerst Petrus naar de Herde en Paulus ook. Fangt dan aan te predigen, maar hij blijft alleen op een stede dan eerst mal. Door een dag, als hij dan breidet hebt weer, en er wie geen apostel erbij, ze zei dat te verstaan, door zegt de Heer Jezus dat Paulus zal wieder gaan en alle wegen dat predigen. Door leiden ze heen op en schrijft je aan Barnabas. En dat weer iets zo interessant, dat we niet van Jeruzalem, van de Apostel gedaan, sondern Brüder die zijn manchmal aan ons, dit kust je doen. Ja, en ik feil dat vielleicht, ja, dat is mijn abko. So dan sehen dem en laat hem gaan. En dat we niet ons daarvan afhängig merken, onze abko, wat God ons verruppen heeft, als we nu gewählt zijn oder nicht. Vielleicht erst ihr dann nicht krijgt an dem Krons, dass du das doet, sondern onderwijs, aber Gott, wenn der abko jeft, dan mocht hij dat weer doen. En niet te veel uitreden gaan, niet? Ja, wanneer ik aan Paulus denk, dan denk ik, hij weer een troublemaker in de kerk. En dan zei ik ook dat troublemaker. We brauchen einmal so Menschen als Paulus, wat de Struktur, wat een gemeente zich gebied heeft, en dat is wichtig dat een gemeente een Struktur heeft, aber deze Struktur moet ook allemaal mal uitgefordert worden, wenn wordt dat weer dat zo, en dat mensen ook een beetje over deze Struktur uitchecken, dat ziemlich zei, over uitchecken, en Paulus wie een van de personen, den können keine Zeit anbringen, en die jenkt einfach, wenn Gott am Europa hat, en wenn er dat so ganz klar hat, en als in de gemeente braucht wie zo'n persoon, wat dat allemaal een beetje schaderen doen, wat wie geloven, hoe dat alles zal functioneren. Vierten zijn dat de jonge mensen, en eensmaal zijn dat de oudere mensen, maar wie brauchen mensen, wat dat maar een beetje onze structuur schaderen. Mhm. Und mit dem Ziel, dass einfach alle Menschen einen Beitrag daran tun, dass Gottes Reich gebaut wird. Dass die eine Gowe ausleben können. Okay, ich glaube, wir sind eigentlich bei dem Ende angekommen von unserem Programm hier vandaag. Und ich möchte mich bei dir bedanken, Eduard, für deine Zeit. Und dass du hier mit uns das Thema angeredet hast. Ja. Vielen Dank, David und Siglinde, dass wir eine große Ehe und wie jetzt uns das erscheint. En lieber Teilhaartje, wann Gott dir ook. Red met Gott, bereid dat, wil je dat wel, want du läufst die kost dat niet. Hij wordt die ruitmerken, hij wordt die dat je wat je brooks, omdat du daar opkomt, wat God die heeft, werkelijk tuinen kost. God te zien.